Hallo und herzlich willkommen zu 3 für 2, der Podcast, in dem sich zwei Menschen 3 Facetten eines theologisch und gesellschaftlich wichtigen Themas stellen. Heute sprechen wir über die Trinität, was das mit Eis zu tun haben könnte, warum wir denn genau diese Lehre vertreten und ob wir jetzt die 3 doch separat ansprechen sollen. Ihr hört das alles heute bei 3 für 2. Viel Spaß! Gut, also wir starten mit unserer zweiten Episode und ich wollte, bevor wir in die Fragen gehen, mal so eine, sagen wir mal, wenn jemand keine Ahnung von der Trinität hat, so ein Bild in den Raum stellen, das wir gerne dann verschieben können oder in die Tonne rühren, wie man denn das genau erklären könnte für jemanden, der keine Ahnung hat. Und zwar bin ich habe es nochmal nachgeschaut, wie es auf Deutsch heißt, das Fürst-Pückler-Eis. Auf Englisch ist es napolitanisches Eis jedenfalls. Fürst-Pückler-Eis ist, ihr kennt das wahrscheinlich vielleicht von zu Hause, so ein Eimer voll Eis mit 3 verschiedenen Sorten drin. Meistens ist es Vanille, Erdbeer und Schokolade. Und wenn du dieses Fürst-Pückler-Eis isst, dann kannst du sagen, ich nehme nur den Vanilleteil, aber du isst nicht das Vanilleeis. Also du isst nicht Vanilleeis, sondern du isst Fürst-Pückler-Eis, auch wenn du nur die Vanille isst. Und trotzdem, wenn du sagst, Fürst-Pückler-Eis ist nicht, die Erdbeer ist nicht die Schokolade und die Schokolade ist nicht die Vanille und vice versa. Genau. Und ich fand das eigentlich noch ein gutes Bild das ist einfach mal etwas grafisch eben. Ich glaube nicht, dass es bis zum Ende durchhält. Nope. Aber die Vorstellung von, ja, es ist irgendwie alles und du kannst nicht sagen, ich habe jetzt Vanilleeis gegessen, weil du nur die Vanille gegessen hast, sondern du hast einfach nur den Vanilleanteil von diesem, genau. Ja, das mal so, crazy. so weit als Vorstellung. Wir gehen damit in die erste Frage. Und zwar ist die Trinität ja nicht etwas, das so wortwörtlich in der Bibel steht. Das Wort Trinität kommt meines Wissens nie vor und trotzdem finden wir sie in der Bibel. Und mich nimmt es etwas Wunder, wo sind denn genau die Stellen, wo wir sagen, okay, das ist ein gutes Beispiel, wo wir diese Trinität finden. Ja, das stimmt. Du hast es genau richtig gesagt. Die Trinitätslehre, eine ausformende Trinitätslehre, das ist eine kirchengeschichtliche Erfindung in dem Sinne, aber es gibt viele gute Gründe, warum die da ist. Und zwar, wenn du musst am richtigen Ort beginnen. Du musst beginnen eigentlich bei der Geschichte von Jesus. Wenn du die Geschichte von Jesus liest, dann stolperst du einfach drüber, dass da immer 3 Personen am Handeln sind. Also das beginnt ja schon bei der Taufe von Jesus, wo dann irgendwie heißt, es steigt ins Wasser und wird getauft und dann der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist kommt wie eine Taube und die Stimme aus dem Himmel, die Stimme des Vaters sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Da hast du alle 3 Personen quasi, die am Handeln sind. Und wenn du dann diese Geschichte von Jesus durchgehst, dann findest du das immer wieder. Du findest zum Beispiel am Schluss des Matthäus-Evangeliums sagt Jesus, wir sollen taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder am Anfang des Johannes-Evangeliums heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und ein bisschen später, und das Wort wurde Fleisch. Also das Wort ist Jesus. Und der wird als Gott bezeichnet. Also das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Also irgendwie merkt man, ja, Gott ist einer, aber bei Jesus sind es immer diese 3 Personen. Oder dann sagt Jesus Dinge, die sich einfach nicht mit einem klassischen Monotheismus vereinbaren lassen. Und die Juden haben das gemerkt. Also im Johannes-Evangelium gibt es verschiedene Stellen, wo die Juden ja dann sagen, du machst dich selbst zu Gott. Zum Beispiel sagt Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Johannes 8, 58.
Und Juden haben sofort Steine genommen. Weil dieses bin ich bin, das ist im Alten Testament sagt Jahwe von sich, ich bin, der ich bin. Und Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Natürlich, da war er schon da, aber er macht bewusst diese Anspielung. Oder dann Johannes 10, da haben sie wieder Steine genommen, sagt er, ich und der Vater sind eins. Und er sagt nicht einig. Er nimmt ein Zahlwort. Wir sind ein und dasselbe. Wir sind eins. Also du hast einfach diese Hinweise all over the place im Neuen Testament, die du nicht verbinden kannst mit dem, dass Jesus nicht Gott war. Und du findest in so vielen Stellen es gibt noch keine trinitarische Lehre, aber es gibt eine trinitarische Geschichte. Es handeln immer 3 Personen. Und dieses Bewusstsein, dass Gott dreieinig ist. Auch Paulus sagt irgendwie, an ganz vielen Orten bringt er diese 3 in eins. Am Schluss des 2. Korintherbriefs macht er einen trinitarischen Segen. Oder in 1. Korinther 8 schmuggelt er quasi in das jüdische Glaubensbekenntnis noch Jesus rein. Oder wo im Alten Testament steht, Gott ist einer, Shema Israel, hör Israel, Gott ist einer, unser Herr. Und dann in 1. Korinther 8 steht dann plötzlich, ja, es gibt einen Gott und es gibt einen Herr. Aber dieser Herr ist im Alten Testament auch Jahwe. So, also es ist wie angelegt, dass Gott offensichtlich dreieinig ist. Und das ist schon im Alten Testament ja eigentlich der Fall. Es gibt so diese Hinweise. Ich meine, die erste Selbstaussage über Gott ist, lasst uns Menschen machen. Wer sind diese uns? Oder dann in der Ankündigung des Messias. In Jesaja 9 steht, dieses Kind ist der starke Gott. Und jüdische Exegeten machen Purzelbäume, um irgendwie das von diesem Messias weg auf Gott zurückzunehmen. Aber der Text sagt ganz klar, sein Name ist der starke Gott. Und ein bisschen später wird Jahwe als der starke Gott bezeichnet. So, all diese Hinweise, es gibt noch ganz viele. Vielleicht eine Sache noch, wo Jesus uns komplett verwirrt, und das kannst du nur trinitarisch verstehen, ist im Johannesevangelium, als er den Heiligen Geist ankündigt. Ich lese es mal ein paar Takte daraus vor und sage dann immer was dazu. Johannes 14, vom Vers 15 an, sagt Jesus, dass der Heilige Geist kommen wird. Und dann steht im Vers 16, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Da haben wir schon diese 3, oder? Ich werde den Vater bitten, er wird euch den Geist schicken. Soweit noch kann man sagen, okay. Und dann quasi ohne Punkt und Komma sagt er, ich, also Jesus, werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also kommt jetzt der Heilige Geist oder kommt jetzt Jesus? Und dann geht es noch ein bisschen weiter und dann sagt er dann, wer meine Gebote hält, ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Genau, und etwas weiter unten, jetzt habe ich den falschen Vers genommen. So, jetzt habe ich es gefunden. Also, dann weiter unten sagt er, wenn jemand mich liebt, und wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen. Also jetzt kommt der Heilige Geist, dann sagt Jesus, ich komme, und dann nimmt er den Vater auch noch mit hinein. Also quasi, wenn einer kommt, kommen immer alle 3. Und diese Dinge sind im Neuen Testament da, und die machen einfach null Sinn im klassischen monotheistischen Verständnis. Und deswegen hat dann daraus, wir kommen dann noch darauf, die Kirche auch eine Trinitätslehre entwickelt, weil es wichtig war, das ein bisschen genauer zu verstehen. Die Trinität ist hier als Story, sie ist hier als Bewusstsein, dass Gott ein und drei ist, aber noch nicht als ausformulierte Lehre. Jetzt haben wir sehr viel, oder diese Hinweise von Jesus ist auch Teil vom Vater oder Gott, und wir haben gehört, Jesus und der Heilige Geist, man weiß nie genau, wer jetzt kommt. So, gibt es bewusste Verbindung, Verknüpfung, dass man sagt, okay, aber der Heilige Geist ist auch auf derselben Ebene wie der Vater? Also speziell jetzt diese Verbindung, wenn man sagt, man hat diese Verbindung über Jesus und der Heilige Geist. Gibt es denn solche Verbindungen, oder wo man sagen kann, okay, das macht Sinn, das lesen wir auch so in der Bibel, dass diese Verbindung da ist? Also es gibt sie explizit, kommt mir gleich, eine Stelle kommt mir in den Sinn, in Apostelgeschichte 5, diese ein bisschen krasse Geschichte von Ananias und Sapphira, wo Petrus zuerst sagt, du hast Gott belogen, und ein bisschen später, du hast den Heiligen Geist belogen. Ja. Da ist es explizit. Ja. Aber implizit ist es schon diese Stelle. Es geht einfach nicht quasi Gott
Vater und Heiliger Geist im selben Atemzug zu nennen, die trinitarischen Formeln, wenn nicht alle drei Gott sind. Aber explizit kommt jetzt um diese Stelle in den Sinn. Ja. Bevor wir jetzt zu der Lehre kommen, jetzt sagen wir haben diese drei, die haben irgendwie eine Verbindung und trotzdem sprechen wir ja davon, dass sie mindestens bei gewissen oder irgendwie auf Augenhöhe sind und nicht nur einfach der Heilige Geist ist so ein bisschen, kommt auch noch mit oder so. Gibt es diesen Ort, wo wir sagen, okay, oder wie lesen wir in der Bibel, dass, ja, oder gibt es eine Hierarchie, gibt es irgendetwas, wo wir sagen, diese sind zwar drei, aber das ist mehr so, ich finde, der Heilige Geist ist so schwierig zu definieren, wahrscheinlich auch die Charakteristik vom Heiligen Geist so, weil sie so wenig greifbar ist oft, dass ich mich manchmal ertappe als so man sagt ja auch, der Sprachrohr, der Dienstbote, so der so die Arbeit von Jesus und vom Schöpfer macht. Ich glaube, der Punkt ist, dass wir das Wesen der Dreieinigkeit nur verstehen, wenn wir es über Liebe abwickeln. Und dann ist diese Frage nicht mehr so im Vordergrund. Ja. Also ich glaube, die Grundaussage, dass Gott Liebe ist, die geht ja gar nicht mit dem klassisch monotheistischen Bild, so wie es quasi in der griechischen Philosophie schon diesen einen wahren, höchsten Gott gibt, der unbewegte Beweger, der kann nicht lieben, der kann nicht leiden, der hat keine Passion, das ist einfach ganz was anderes. Und wenn es heißt, Gott ist Liebe, dann ist eigentlich da schon drin, das steht ja im Neuen Testament, im 1. Johannesbrief, dass Gott nicht im klassischen Sinne ein einsamer Gott sein kann. Du kannst nicht Liebe sein, wenn das dein Wesen ist, wenn du nichts zu lieben hast als dich selbst. Und da ist das schon drin. Und darum ist die Grundaussage von Trinität, und da kommt dann auch diese Frage mit dem Heiligen Geist, wer ist da oben, wer ist unten, die sind so vollständig in Liebe miteinander verbunden. Jeder schenkt sich komplett dem anderen. Der Vater schenkt sich dem Sohn, der Sohn schenkt sich dem Vater, der Heilige Geist schenkt sich dem Vater, dass die Frage gar nicht im Raum steht, wer ist hier Chef, wer ist denn nicht Chef. Ja. Es ist eine Gemeinschaft, die komplett auf sich selbst hingebende Liebe basiert. Und deswegen ist es auch so wichtig, Gott als dreieinig zu denken, zu Beginn. Ja. Weil es gibt ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes Bild, wer ich als Mensch bin. Wenn Gemeinschaft und Liebe und für den anderen gehen quasi das Wesen von Gott ist und damit eigentlich so die Grundsubstanz des Universums, gibt es ganz eine andere Religion, als wenn ich von diesem unbewegten Beweger ausgehe, das höchste Subjekt, das da irgendwo ist. Ja. Und die klassische, das ist das Problem der klassischen Theologie, dass sie oft zuerst als, so wie vor allem anderen, nimmt sie mal dieses griechisch-philosophische Bild von Gott. Der unbewegte Bild, das höchste Subjekt, und versucht irgendwie diese Geschichte von Jesus da reinzupacken. Und das geht einfach nicht. Wenn du beginnst mit diesem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Liebe in Vater, Sohn und Heiliger Geist in Ewigkeit und Liebe verbunden, dann kommt was ganz anderes ins Spiel. Dann verstehst du sofort intuitiv auch die Geschichte von Jesus viel besser. Ja. Darum, im Neuen Testament ist der Heilige Geist sicher eher vom Bild her so er wird gesendet vom Vater und vom Sohn, aber diese Frage von wer ist oben und unten, die ist einfach nicht zur Debatte. Ja. Macht das Sinn? Ja. Es bleibt ein Geheimnis, aber ich glaube, Liebe hilft uns, auf einen anderen Weg zu gehen. Ja. Vielleicht auch, wenn ich mir überlege, mit den Menschen, mit denen ich voll in Beziehung stehe, da stelle ich mir auch nicht die Frage, wo ist jetzt wer gerade im Moment on top und wenn nicht, sondern man ist einfach zusammen. So. Und da hast du was ganz Tiefes gesagt, weil ich glaube, das würde eben, wenn wir Gott so denken, so einfach auch über Gott so nachdenken, dann wäre es wie logisch, dass es nicht um Machtkämpfe geht, who's the boss. Ich meine, das Neue Testament sagt, ordnet euch einander unter. Das ist eigentlich genau das Abbild, was in Trinität geschieht. Genau so lebt der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Die geben sich einander. Und das gibt einfach, es gibt ein schöneres Leben, es gibt Liebe wäre eigentlich so und Gemeinschaft wäre so wie das Herzstück von dem, was wir sind. Ja. Cool. Okay. Gut, wenn wir jetzt das mal so von der Bibel gesehen haben, hey, das kommt, wir sehen das in der Bibel, aber noch nicht ausformuliert. Jetzt ist die Frage, warum haben wir dann das so ausformuliert?
wie kommen wir jetzt zu dem, dass eigentlich, ich würde sagen, die meisten Kirchen sagen, okay, das ist Lehre, die wir so als gegeben geben, auch wenn wir das Wort Trinität jetzt eben nicht so lesen. Ja, genau, das ist die 1 Million Dollar Frage, wenn es um die Trinität geht. Also grundsätzlich hat es dann Entwicklungen gegeben in der frühen Kirche, wo man gemerkt hat, okay, es war diese trinitarische Geschichte war da, dieses trinitarische Bewusstsein, Gott ist irgendwie dreieinig. Aber dann kamen Leute und die haben Dinge behauptet, die haben dann mir nicht gepasst. Also ich denke, das erste von 2 Hauptdingen, die da geschehen sind, ist der Arius. Der hat gesagt, Jesus war nicht Gott. Er war nur ein besonders gesalbter Mensch. Er war ein Mensch mit einem besonders gesalbten göttlichen Bewusstsein oder besonders mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und da haben die führenden Leiter der ersten Kirche gespürt, das stimmt nicht. Und dann hat man angefangen, das war der erste Teil dieser sogenannten trinitarischen Debatte und entsteht diese trinitarischen Lehre, dass man gesagt hat, festgehalten hat, nein, Jesus ist wirklich Gott. Das war noch nicht so schwierig. Es war relativ klar vom Neuen Testament. Eben, die Juden haben sofort verstanden, haben mehrere Male Steine aufgehoben, weil er sich selbst zu Gott macht. Das war klar. Aber da kam sofort nachgelagert die Frage, ja gut, wenn Jesus Gott ist, wie verbinden wir jetzt das mit dem, dass ja eigentlich der Vater Gott ist? Wie hängt das zusammen? Und da hat die Kirche viele Jahrzehnte gerungen. Wie formuliert man das in einer Welt, die von diesem griechischen Denken geprägt ist? Und um quasi zur Abwehr von Lehren, die nicht stimmen. Es gibt 3 Irrtümer. Es gibt quasi man sagt Tritheismus, auch mit sagen wir 3 Götter. Wir haben 3 Götter. Und das intuitiv spürst, das geht nicht. Die Bibel sagt nicht, wir haben 3 Götter. Wir haben einen Gott in 3 Personen. Oder der andere Irrtum ist der Modalismus, heißt das, sorry, das ist einfach der Fachausdruck. Das heißt, es gibt nur einen Gott, aber der hat 3 Masken. So die Vatermaske, die Sohnmaske und der Heilige Geistmaske. Aber dann ist Gott auch nicht Beziehung und Liebe. Dann ist es nur eine Person, die einfach 3 Rollen spielt. Und beides hat man gespürt, stimmt nicht, weil beides wurde behauptet. Es gab Tritheisten, es gab Modalisten. Wie formulieren wir das? Und da kamen dann diese ganzen philosophischen Begriffe, wer es ein bisschen kennt, es ist eine Substanz in 3 Hypostasen. Was für uns nicht mal mehr nachvollziehbar ist, aber heute haben wir eine Substanz in 3 Personen. Oder dieses Ganze, diese Personen sind unvermischt, also es sind 3, sind aber auch ungetrennt, sind ungesondert, also auch so philosophische Begriffe. Und der Punkt ist, das war schon nötig, um die Irrlehren abzuwehren. Aber es erfasst eigentlich am Schluss nicht die Kraft und die Schönheit dessen, um was es hier geht. Und das ist ein bisschen schwierig, das mit zu erklären. Für uns ist deswegen die Trinität so etwas Abstraktes, das niemand ganz versteht, weil wir uns vor allem auseinandersetzen mit dieser Abwehrhaltung gegen was man alles nicht behaupten oder lehren will. Ja. Aber eigentlich, um die Trinität zu verstehen, müssen wir immer wieder zurück in diese Geschichte von Jesus. Ja. Und von dort her sagen, um was geht es? Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist in Liebe verbunden, die handeln in dieser Welt. Oder die Schönheit dieser Geschichte ist eigentlich folgende. Ich versuche das mal zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Die Schönheit der Geschichte ist, Gott ist in Ewigkeit in Liebe, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und diese Liebe, die bleibt nicht bei sich selbst. Die will immer das leben, was nicht ich bin, was du ist. Also ist eigentlich in dieser Liebe der Trinität, aus dieser Liebe der Trinität, wird die Welt geschaffen. Also die Welt ist wie das Produkt dieses Liebeskavums, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist produktiv, da vermehrt sich, da kommt Leben und die Schöpfung wird ins Leben gerufen. Das heißt, die Welt ist eigentlich ein Produkt dieser Liebe zwischen Vater und Sohn und Heiligen Geist. Das wäre die Schönheit. Und diese Trinität, die bleibt nicht auf sich bezogen, sondern die handelt in der Welt. Und Jesus kommt und mit dem öffnet sich diese Trinität für die Welt und sagt, wir wollen, dass ihr alle mit dabei seid in diesem Liebeskavum. Das wäre eigentlich Trinität. Ja. Verstehst du ein bisschen? Aber um diese Irrlehren abzuwehren, musste man eine Formulierung finden, eben mit 3 Personen, eine Substanz, unvermischt, ungesondert, ungetrennt. Ja. So ist es, wie ich bis heute diese ganze Geschichte verstehe. Okay. Jetzt, wenn wir das wieder verbildlichen zu dem Eis, zu dem Fürst-Pückler-Eis mit diesen 3 verschiedenen Eissorten, dann ist es ja trotzdem
es ist eben wie, gerade, jemand hat mir gerade letztens gesagt, jedes Modell ist eigentlich falsch. Weil man versucht immer eben etwas Absolut. zu erklären, was man nicht erklären kann, und trotzdem müssen wir das. Warum, oder gab es mal einen Moment, wo man sagt, okay, diese Trinitätslehre, die können wir irgendwie noch besser erklären, um das weiter abzugrenzen? Oder wie lange gibt es diese Trinitätslehre schon? Wie nehmen wir das so fest hin, obwohl wir alle wissen, es reicht, wie irgendwie trotzdem nicht? Also ich finde, jedes Modell ist grundsätzlich falsch. Ich meine, schon in der Chemie, das Teilchenmodell, das ist einfach falsch, aber es hilft uns, gewisse Dinge zu verstehen. Da möchte ich eben sagen, habe ich versucht zu sagen, das Modell, wenn man jetzt sagt, das Modell sind die Formulierungen, dann helfen die an einem Ort. Sie helfen uns, die Irrlehre abzuwenden, es gibt 3 Götter, oder die Irrlehre abzuwenden, es gibt nur einen Gott, der 3 Masken trägt. Ja. Da helfen sie. Aber wenn wir versuchen, für unseren Glauben das zu integrieren, sagen, warum ist es wichtig, dann sage ich, dann geht es nur, wenn wir zurückgehen zu dieser Geschichte von Jesus und nicht beim Modell bleiben, sondern in der konkreten Geschichte. In dieser Geschichte von Jesus handeln 3 Personen. Und die Aussage, dass Gott Liebe ist, dass Gott reinig ist, würde so viel ändern. Oder es gibt Theologen, die sagen, das ist eigentlich interessant, es gibt Theologen, die sagen, Colin Ganson ist einer von denen, der sagt, eigentlich ist unser Hyperindividualismus heute im Westen eine Folge davon, dass die Kirche im Westen Gott zu wenig trinitarisch und zu fest monistisch gedacht hat. Und er zeigt das sehr überzeugend. Also eigentlich seit Augustinus, er war ungefähr 400 ungerade nach Christus, war es so sein Highlife, hat die westliche Theologie geprägt. Bei ihm war es mehr so, dass er versucht hat zu sagen, ja, so wie der Mensch Verstand und Seele und Geist und was hat, ist auch Gott reinig. Aber das war nie Gottes Beziehung in seinem Wesen. Und deswegen war eigentlich hat man immer ein bisschen geschummelt. Gott ist eigentlich vor allem einer. Und das mit dem 3 ist auch noch irgendwie da. Er gibt am Schluss, über diese lange Geschichte, so dieses Individuum, dieses völlig unabhängige Subjekt, wie wir heute Menschsein verstehen. Und seine These ist, würde man Gott konsequent trinitarisch denken, würden wir viel mehr Gemeinschaft leben, verstehen, dass Gemeinschaft und Beziehung macht, wer wir sind. Wir denken ja, es gibt den René, es gibt den Dave, das ist zuerst, so wie ich bin hier. Und dann Beziehung ist wie, das kommt dann noch dazu. Aber wenn wir konsequent mit der Trinität beginnen, ist Beziehung das, was macht, wer wir sind. Und deswegen glaube ich, das ist kein Modell, das ist eine Aussage über Gott. Wenn wir zu dieser Geschichte zurückgehen, dann haben wir den Real Deal, ohne dass wir sagen können, wir haben alles verstanden. Es bleibt irgendwie ein Geheimnis. Macht das Sinn, was ich da hier rauslasse? Ja. Und wir merken trotzdem, dass es immer so, es ist sehr, sehr oft sehr kopflastig, nicht kopflastig. Einfach, wir versuchen irgendetwas, wir haben vorhin darüber gesprochen, wieso wir können etwas, oder ein Strichmännchen wird nie wissen, wie es ist, im 3D zu leben. Oder für uns vielleicht mehr, wir können in der Mathematik schon 4-dimensionale Räume rechnen, wie der aussehen wird, werden wir nie verstehen. Es ist wie etwas, wir versuchen etwas in Worte zu fassen, um etwas zu erklären oder eben uns abzugrenzen von anderen Ideen. Und trotzdem wissen wir nie genau, wie das jetzt aussehen würde. Ich finde wirklich den Vergleich mit dem Dimension finde ich Weltklasse. Weil ich glaube, gerade das ist das Ding. Wir haben 3 Dimensionen und um das wirklich in der ganzen Fülle erfassen zu können, brauchen wir wahrscheinlich ein paar mehr und die haben wir nicht. Und trotzdem ist es gut zu sagen, wir versuchen es zu formulieren und wir versuchen, wenn wir über Gott sprechen, immer von Anfang an Vater, Sohn und Heiliger Geist in Ewigkeit, in Liebe verbunden zu denken. Es gibt in der Bibel keinen anderen Gott. Es gibt keinen ewig alleinigen, einsamen, ersten Beweger aller Dinge. Den gibt es nicht. Es gibt nur dieses Liebeskavum zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist Gott. Und wenn wir das zumindest versuchen, landen wir an viel gesünderen Orten. Als wenn wir vor allem, so wie in anderen Religionen, einfach, es gibt diesen einen wahren Gott, dieses höchste Subjekt, das erfasst nicht dieses Wesen von Liebe, Beziehung und Gemeinschaft. Und da werde ich wirklich leidenschaftlich. Ich kann es noch nicht so perfekt formulieren, aber wenn wir das irgendwie herzen und kopfen, so gut wir es können, dann würden wir so viel Gesundes in diese Welt hineinpumpen. Aber auch wir Christen denken oft,
Gott vor allem als höchstes Subjekt da irgendwie und deswegen ich bin vor allem, zuerst muss ich mal hier diesen Raum klären und so und dann schaue ich, wo Beziehung ist. Und ich glaube, der andere Weg würde viel eine hoffnungsvollere, liebevollere, gesündere Welt hervorbringen. Und trotzdem finde ich es wie wichtig, dass die Gemeinschaft ist wie in ihrer Andersartigkeit trotzdem da. Also wir haben nicht dreimal den Vater oder dreimal den Heiligen genau. Geist. Und das würde mich vielleicht noch theologisch wundern. Gibt es denn diese theologischen Unterschiede, wo man sagt, okay, das ist jetzt bewusst Heiliger Geist, das ist bewusst, okay, Jesus ist am Kreuz gestorben, nicht der Heilige Geist ist am Kreuz gestorben. Gibt es diese vielleicht Aufgaben oder wie könnte man dem sagen, dass es trotzdem eine Andersartigkeit in Beziehung ist? Also zuerst mal, das ist so wichtig, das festzuhalten. Es ist Differenz in Beziehung. Ja. Und das würde auch uns helfen heute. Heute kannst du eine Beziehung haben mit denen, die das Gleiche denken wie du, oder? Genau. Unbedingt. Und ja, sie sind unterschiedlich und gibt unterschiedliche Schwerpunkte und gleichzeitig, wir denken tendenziell, der Vater ist der Schöpfer und Jesus ist es nicht. Aber das Neue Testament sagt trotzdem, durch Jesus wurden alle geschaffen. Also wenn der Vater die Welt schafft, ist der Sohn, der Heilige Geist immer dabei. Wenn Jesus am Kreuz leidet, er hat am Kreuz gelitten, dann ist trotzdem der Vater und der Heilige Geist sind irgendwie dabei. Und der Heilige Geist, sagt Jesus, ist wie mein Stellvertreter, ist ein anderer Beistand, also quasi, er ist ein bisschen wie ich und trotzdem ist er anders. Ja, es gibt Differenz, aber wenn man nur Differenz sagt, versteht man nicht dieses Geheimnis von, diese drei Personen sind so vollständig ineinander, dass sie immer gemeinsam handeln. Es gibt diesen Ausdruck in der Theologie, der ist einfach, wenn man die Trinität verstehen will, die haben das Perichorese genannt. Perichorese bedeutet, der Vater ist komplett im Heiligen Geist, komplett in Jesus. Jesus sagt ja oft, so wie der Vater in mir ist und ich im Vater, da kommt es in der Bibel vor, so sollte auch hier eins sein. Oder? In dem Sinne, es gibt diese Aufteilung, der Schöpfer ist vielleicht eher der Vater und der Erlöser eher Jesus und der Bevollmächtigte eher der Heilige Geist, aber ich kann es am Schluss trotzdem nicht auseinander dividieren und sagen, wenn der Vater die Welt schafft, ist der Sohn nicht dabei. Darum diese verwirrende Stelle aus Johannes 14, ja, wer kommt jetzt? Ja, die kommen immer im Trio. So, ist das genug Antwort? Ja, ich glaube schon. Und ja, ich finde es trotzdem spannend, irgendwie darüber nachzudenken, warum gibt es denn eben, ja, es gibt diese Gemeinschaft oder ich finde es, das, was du gesagt hast, in unserer Gesellschaft ist es ja oft so, dass wir sagen, wir haben verlernt, in unserer Andersartigkeit Gemeinschaft zu haben und zu realisieren, ja, okay, jetzt kommt der Heilige Geist trotzdem mit Jesus und Gott zusammen, aber ja, eben gibt es diese, Die Differenz ist mega wichtig. Wo gibt es diese, und wie können wir das in unserem wieder verstehen oder irgendwie ausformulieren, dass wir sagen, okay, das war jetzt das Eigenschaften, die wir eher mal dem Heiligen Geist zuordnen als Werke wäre besser. Oder Werke, Werke, nicht vom ja. Wesen her, es gibt Ja. Werke, die man eher dem Heiligen Geist Ja. hat. Das ist sicher, klar, das ist, wenn heute Zeichen und Wunder geschehen, wenn Jesus sagt auch, durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen diese Wunder, dann reden wir vom Heiligen Geist. Ja. Wenn wir über das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz sprechen, dann sprechen wir vor allem von Jesus, der das getan hat. Und wenn wir von der Schöpfung reden oder davon, dass der Vater ihm auch den Sohn sendet, dass der Vater ist der den Sohn sendet, es heißt nirgends, dass der Sohn den Vater sendet, da gibt es schon diese Differenzierung. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen. Gemeinschaft braucht eben dieses völlig füreinander gehen, aber man geht nicht ineinander auf. Ich bin jemand anders als die andere Person, mit der ich in Beziehung stehe. Und deswegen wäre die Trinität das Modell, wie Leben gelingen könnte. Gemeinschaft, totale Hingabe in Differenzierung. Die ist schon da. Genau, man darf es einfach nicht radikal trennen. Da kommt es nicht gut. Ja. Ja. Jetzt ein bisschen weiter gedacht, wenn wir sagen, am Anfang hat Gott in seiner Dreieinigkeit uns als Ebenbilder geschaffen, könnte man dann irgendwie sagen, hey, okay, in uns müsste auch ein Teil von dieser Dreieinigkeit irgendwie angelegt sein. Oder von was sind wir denn ein Ebenbild? Ich glaube eben davon, dass wir auf Beziehung hingeschaffen sind. Ich glaube, weil wir eben Menschen sind,
bilden wir eben diese Liebe nicht vollkommen ab alleine. Nur Gott kann das. Und wir sind aber, wenn wir in seinem Bild geschaffen worden sind, heißt das ganz viele Dinge. Es heißt es heißt ja zuerst einmal, dass wir seine Stellvertreter sind, dass er uns die Erde gibt. Aber ich würde schon sagen, wenn Gott dreieinig ist und sagt, lasst uns Menschen machen, ist die erste Aussage für mich heute auch, hey, wir sind so radikal auf Gemeinschaft angelegt. Martin Buber hat das gut erfasst. Der jüdische Philosoph, der gesagt hat, das Ich wird erst durch ein Du wirklich zum Ich. Und wir denken heute immer, ich bin mal ich, das ist wie festgelegt so, und dann schaue ich mal, wo sind Beziehungen. Und ich glaube, zu verstehen, dass Beziehung, Gemeinschaft macht, wer wir sind, das ist für mich die Aussage. Ja. Es gab den Versuch von Augustinus, das wie abzubilden, eben Seele und Geist und das so wie das Trinitarisch sind, das finde ich unglücklich, so eine psychologische Trinitätslehre. Die Bibel macht das nirgends und es führt uns eben wieder dann, am Schluss bin trotzdem ich allein. Ja, genau. Ja. Oder wo eben der Gedanke von lasst uns Menschen machen und wir denken, Menschen bedeutet Adam, aber Menschen bedeutet nicht nur Adam, sondern Adam in Verbindung. Oder die erste Aussage über den Menschen, ja, nebst dem, dass er ein Bild von Gott geschaffen worden ist, ist was? Ja. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, genau. Und das ist ja genau das Ding, oder? Ja, spannend. Deswegen, wenn ich mal ein Buch schreiben würde, so in näherer Zeit, dann würde ich wirklich sagen, ein Buch, das irgendwie nochmal ein leidenschaftliches Plädoyer ist dafür, Gott dreieinig zu sehen und daraus dann die Schlussfolgerung zu ziehen, wie wir mehr in Gemeinschaft leben können, mehr Beziehung uns weiter vorne ist, dass wir uns weiter vorne ist, als immer nur unser eigenes Ich. Ich glaube, das wäre meine Passion, weil ich glaube, da wird so viel drin liegen. Auch unsere ganze Geschichte mit diesen Communities, die wir aufbauen. Ich glaube wirklich, das atmet etwas von dem. Gott selbst ist eine Familie auf Mission. Und ich glaube, die beste Art zu leben ist, wenn wir sagen, wir leben auch als Family, jetzt nicht im biologischen Sinne nur, als erweiterte Family mit dem Wunsch, so wie Gott einfach das gemacht hat, diese Welt zu segnen. Ich glaube, das wäre Menschsein im vollsten und wahrsten Sinne. Cool. Werden wir noch etwas persönlich? Wir haben jetzt darüber gesprochen, über woher kommt es aus der Bibel, wie wurde denn das Ganze angelegt? Und jetzt geht es ja trotzdem darum, man könnte einfach sagen, hey, ja, ich bin kein Kopfmensch, ich überlasse das den Kopfmenschen. Für mich ist Jesus der Nächste. Ich bin einfach mit Jesus unterwegs. Vor allem, wenn ja Gott und der Heilige Geist sowieso auch mit dabei sind, dann bleibe ich einfach bei Jesus, das ist am einfachsten. Ja, nein. Ja und nein. Schön trinitarisch. Machen wir schön. Ja und nein. Ja. Okay, wow. Also ich glaube, was für mich immer ein bisschen der Punkt ist, es gibt ja nicht nur eine Lehre, es gibt eine Praxis im Neuen Testament. Also wir können nicht nur sehen, was wird gelesen, sondern wie haben sie es gemacht. Und die Praxis im Neuen Testament führt mir schon dazu zu sagen, möglichst in der Taufform ist trinitarisch, der Segen von Paulus ist trinitarisch, ich kann leider nicht auswählen, ich glaube, die Liebe des Vaters, die Gnade unseres Herrn, die Liebe des Heiligen Geistes, irgendwie so einfach trinitarisch aufgebaut. Er sagt, wir haben zum Vater Zugang durch den Sohn und durch den Heiligen Geist. Ich glaube, im Neuen Testament ist oft wird zum Vater gebetet im Namen von Jesus und durch den Heiligen Geist. Von daher glaube ich, dass ich wie merke, ich kann mich nicht auf eine Person beschränken. Wenn das jemand sagt, würde ich wie sagen, lasst uns ein bisschen darüber nachdenken, warum. Ich glaube, da wäre wie etwas drin, wo man vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen könnte. Hey, wie sieht dein Glaube aus? Deswegen nein. Aber ja, wenn ich zu Jesus bete, dann glaube ich nicht, dass der Vater denkt, wieso betet er jetzt nicht zu mir? Weil ja der Vater komplett im Sohn ist, ich im Vater, der Vater in mir. Deswegen ja. Also wenn ich zu Jesus bete, dann ist weder der Vater noch der Heilige Geist beleidigt, weil sie eben vollständig in Liebe verbunden sind. Ja, vielleicht gibt es trotzdem, also für mich ist es ja oft eher ein Erfahrungswert, weil ich lade den Heiligen Geist für einen bestimmten, das klingt jetzt blöd, Zweck oder für etwas, was ich mir mit ihm zusammen irgendwie wünsche, und nicht den Vater. Wenn ich für Heilung bete, was auch immer, dann ist für mich eigentlich klar, ey, der Erste, der mir da in den Sinn kommt, ist der Heilige Geist.
Und ja, genau, irgendwie so die Überlegung von, nein, ich mache nichts falsch. Aber ja, das ist dann die Frage, mache ich etwas richtiger? Na, aber es gibt ja in der Bibel für alle drei gibt es ja quasi Stellen. Für der Heilige Geist wird einmal im Alten Testament im Buch Ezekiel wird konkret gesagt, komm Geist, bei diesen Gebeinen, da in diesem Tal, sagt ja auch der Gott spricht zum Propheten, prophezei über diesen Gebeinen und dann sagt er, komm Wind, das ist das gleiche Wort, Ruach, Wind, also Geist oder Wind ist das gleiche, komm Wind Gottes, dort wird zum Heiligen Geist, in dem Sinne wird er angesprochen. Im Neuen Testament gibt es nicht viel, aber es gibt sicher, in der Offenbarung wird er angebetet als Lamm und es gibt auch diese Stelle im Korintherbrief, wo den Namen von Jesus anrufen, so. Und dann gibt es diese ganz viele Stellen, wo zum Vater gebetet. Also ich mache grundsätzlich nichts falsch, egal, wohin ich bete. Und von daher glaube ich, wie du es gesagt hast, du kannst ein bisschen erzählen, aber ich finde, das macht für mich Sinn, wann du zu wem betest. Dass du sagst, wenn ich gerade ein Wunder brauche, dass ich den Heiligen Geist mal einlade. Ich bete immer noch zum Vater manchmal. Gut, bei Krankheit finde ich sowieso, wir sollten eher gebieten, Krankheit geh weg, als Vater bitte heil, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber für mich macht das dann schon wie Sinn. Wie machst du es denn konkret? Wie ist das für dich? Oder warum betest du zu wem? Aber das ist noch eine weitere Frage, die ich irgendwie reinbringen möchte. Mich hat mal eine gute Freundin gefragt, hey, wer ist dir dann am nächsten? Heilige Geist, der Vater oder Jesus? Und ich habe gemerkt, für mich ist wie klar, ich weiß, wann ich zum Heiligen Geist bete oder genau mit ihm irgendwie in Verbindung trete, was für mich Vater bedeutet, aber ich auch in meinen Gebeten, ich sage selten Jesus. Und das hat mir also die Augen geöffnet, aber es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, was bedeutet denn das für mich, für mein Gottesbild auch. Sehr cool. Und auch meine Gebete in dem Sinne, eben deshalb, ich würde sagen, ich habe keine Anwendung vom Wort Jesus in meinen Gebeten, weil ich merke, der Zugang zu Jesus fehlt mir in meinen Gebeten jetzt mal so. Für mich ist es klar, hey, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich ein Leben von Jesus, das ich imitieren möchte, so, aber diese Jesus ist lebendig und jetzt gerade so, meine Mutter hat das Bild von, egal wo sie hingeht, Jesus sitzt neben ihr. Und, so. Und dieses Bild habe ich eigentlich nie. So, und deshalb, wenn du fragst, ja, für mich ist eigentlich, der Vater ist für mich so der alles im Griff hat. Und wenn ich zum Vater bete, dann ist es für mich so oft ein Abgeben, ein Urvertrauen, irgendwie so. Und der Heilige Geist ist, wenn irgendetwas hier auf der Erde geschehen soll. Aber Jesus weiß ich, wie nicht unterzubringen. Ja. Und das finde ich spannend, da würde ich sagen, das ist ja genau interessant, das machst du ja auch. Warum ist das so? Ja. Und wo könnte ich da Glaubens quasi Vertiefung, Reife leben, indem ich wie merke, okay, da fehlt mir vielleicht was. Und genau so würde ich es würde ich sagen. Deswegen weder Ja noch Nein zu einer Frage, sondern es ist glaube ich, beides ist wichtig. Ja. Wie ist das für dich? Hast du irgendwie so eine Favorite, kann man nicht sagen, aber schon etwas, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt wirklich, das ist mir nahe. Ich komme einfach nicht dahinter. Ich habe mir schon lange überlegt, weil ich bete wirklich zum Vater und zu Jesus, zu beiden. Ja. Also zu beiden. Und ich komme nicht dahinter, wann ich was. Ich habe mir schon mal oft überlegt. Für mich ist klar, zum Heiligen Geist bete ich eher selten. Auch oft in den Kontexten von komm, Heiliger Geist, wir brauchen deine Kraft. So. Und das ist für mich auch stimmig, weil auch in der Bibel das nicht die Hauptpraxis ist. Das stimmt das so für mich. Aber warum ich manchmal zum Vater bete oder manchmal zu Jesus, ich komme nicht dahinter. Für mich ist es brutal. Für mich ist Jesus als Rabbi und Vorbild ist für mich so wichtig. Und dort ist der Hauptort in meinem Leben, wo ich Jesus einfach, ich möchte ihn imitieren. Manchmal, wenn ich sehe, gewisse Dinge kommuniziere, dann bete ich zu Jesus, aber ich weiß es bis heute nicht, warum. Ja. Wir mussten mal so ein eigenes Herzensgebet formulieren und auch da habe ich zwei. Eines ist, aber lieber Vater, auf Schweizerdeutsch, flöß meinem Herzen Vertrauen ein. Aber das andere ist, Jesus Christus, Gottes Sohn, habe Barm mit mir. Und beide sind mir so nahe, I don't know, ich weiß es nicht. Und es war schon immer so in meinem Glauben, dass ich wie, ohne zu überlegen, warum, manchmal zum Vater und manchmal zu Jesus gebetet habe. Jetzt kommt mir trotzdem noch so die Frage von, wir nehmen in unserem Denken oft ist Vater schon eher Person, so. Jesus ist Person und Heiliger Geist ist nicht wirklich Person.
Und das löst ja auch gewisse absolut. Beziehung, Verbindung aus. Oder wir benutzen den Heiligen Geist mehr so als, nennen wir es mal, Kraftreserve so. Oder lassen wir da etwas aus, wenn wir sagen, okay, was ist eigentlich Heiliger Geist als Person? Also ganz wichtig, oder? Wenn es heißt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes, des Heiligen Geistes. Ein Name ist ja immer für Person in der Bibel. Ist nicht nur, Namen sind nicht nur Schall und Rauch. Schon nur da ist es drin. Aber es gibt Stellen, wo es heißt, man kann den Heiligen Geist traurig machen. Also macht den Heiligen Geist nicht traurig. Ich meine, das ist zutiefst Person, oder? Und dann heißt es, der Heilige Geist teilt Gaben zu, wie er will. Also ein Wille zu haben, hat Gefühle, Wille. Ich komme keine Stelle in den Sinn, aber es gibt sicher auch Stellen, wo man merkt, der Heilige Geist hat Gedanken. Von daher, der Heilige Geist ist zutiefst Person, auch im Neuen Testament. Der Einzige, der versucht, ihn so über Geld zu kaufen, diese Kraft zu haben, da dieser Zauberer, der wird ja von Petrus ein bisschen krass gesenkelt, so quasi du Satansbrut. Also genau, das war anderes Thema. Von daher, nein, der Heilige Geist ist Person, auch wenn für uns oft die Kraftwirkung von ihm im Zentrum steht, bleibt er Person. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft, die ich dirigieren und manipulieren kann. Er ist ganz Person, man kann ihn traurig machen, er hat einen Willen. Ja. Und deswegen finde ich es immer recht faszinierend. Ich habe das nicht, wenn Menschen, also Jesus-Nachfolgerinnen oder Nachfolger, eine sehr persönliche Beziehung zum Heiligen Geist haben. Das finde ich immer recht faszinierend, weil es für mich auch noch, ich würde sagen, in meiner Praxis das am wenigsten eine Rolle spielt, sondern oft eher im Kontext von, wir brauchen Kraft. Das ist schon so. Ja. Aber sobald ich Kraft verbinde mit, ich kann den Heiligen Geist ein bisschen manipulieren und dann bin ich komplett auf dem falschen Dampfer. Dann ist auch nicht mehr Liebe. Dann falle ich aus diesem Ding. Es geht um Liebe und um Gemeinschaft am Schluss. Ja. Bin gespannt, wenn wir mal dann auf der neuen Erde sind und dem Heiligen Geist gegenübertreten. Ich auch. Das ist so am wenigsten ein Bild in mir drin, was wäre. Und vielleicht nehmen wir ihn ja auch da noch wahr als, ich meine, es gibt ja diese Formulierung, vor dem Thron brennen diese Flammen und es sind die 7 Geister Gottes. Das ist ein anderer Ausdruck für den Heiligen Geist. Ist auch als Feuer dargestellt und der Vater ist also der auf dem Thron sitzt, eher als Person. It's a mystery. Es bleibt ein Geheimnis, aber es ist wichtig festzuhalten, der Heilige Geist ist Person. Ja, gut. Gehen wir doch mal noch in die Takeaways oder in etwas, das ich glaube, für mich ist wirklich, das war schon beim letzten Podcast so, ich finde es schön, gewisse Mysterien behalten zu können. Und zu sagen, das ist ein Mysterium des Glaubens und wir erleben die Wahrheit davon, aber wir können sie nicht in Worte fassen. Und das macht vielleicht Gott ja auch so groß. Und ist ja auch schön, dass wir Gott eben nicht in ein Modell packen können, das wirklich 100% verhält. So gut, okay. Ja, und das finde ich auch vielleicht für euch da draußen, die zuhört, oder vielleicht ist es für euch die Frage, wer ist denn mir im Moment am nächsten? Oder ich bete immer zu Jesus oder ich kann mit dem Heiligen Geist jetzt nicht so viel anfangen. Nicht unbedingt eben, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt unsere Gebete verändern, dass sie mehr Wirkung haben, sondern mehr die Frage, was steckt denn dahinter? Genau. Was ist es bei dir? Hey, darf ich das noch kurz hypen, was du gerade gesagt hast? Einfach diese Aussage von, dass wir wieder wie lernen müssen, auch mit dem Geheimnis zu leben. Wie wichtig das ist. Ich finde, das ist mir gerade total eingefahren. Ja. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo du musst, dank KI kannst du ja längst immer alles gerade wissen. Du kannst mit keiner offenen Frage leben, weil ChatGPT weiß es ja sicher. Und ich finde wirklich, nochmal, der Glaube ist nicht unvernünftig, aber ist übervernünftig. Und das Mysterium stehen zu lassen, das finde ich gerade für mich total einfach, das hat mich gerade ein bisschen geflasht. Ja. Weil da glaube ich, sind uns auch gewisse Glaubenstraditionen wieder weit voraus, weil wir in den Freikirchen schon sehr stark eingekauft haben in diesen westlichen Narrativ. Auf der einen Seite diese ganze Konsumgeschichte, aber ein anderes Thema, aber auch, dass man einfach eigentlich alles zuerst verstehen muss, bevor es Wirkung entfalten kann. Nein, das fand ich gerade mega cool. Ja. Ich habe mal als schon ein paar Jahre her, wo ich gewisse Fragen habe, aber auch irgendwie Lebensthemen, jetzt nicht wegen den Lebensthemen, aber jetzt bei Themen in meinem Kopf so
so eine Bibliothek mit leeren Büchern, so stelle ich mir vor. Okay. Und jedes Buch hat so ein Thema, eben, keine Ahnung, Trinität, nehmen wir das. Und immer wenn ich etwas über das erfahre, dann, also stelle ich es mir nicht jedes Mal vor, aber für mich ist das so, ich nehme das Buch hervor, schreibe meine Erfahrungen rein, aber ich weiß, es sind immer noch ganz viele Seiten leer. Und dann nehme ich das wieder Sehr und cool. stelle es wieder ins Regal. Sehr Ja, cool. genau. Ja. Ja. Sonst Takeaways, also für mich, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, ich vermute einfach. Und deswegen finde ich das Thema auch, wünsche ich mir, dass das Thema aus dieser verstaubten Ecke von theologisch schwierig abstraktes Thema rauszunehmen. Ich vermute, dass ein trinitarischeres Bild von Gott, als wir das allgemein pflegen, uns viel mehr zu gemeinschaftlichem Leben, zu Menschsein in Beziehung, zu Jesusähnlichkeit führen würde, als unser doch eigentlich oft sehr monistisches Bild von Gott. Was ja auch nur schon durch die Gesellschaft geprägt ist mit den ganzen Bildern von dem Gott, der in den Wolken schwebt. Ja. Genau. Also wenn es uns gelingen würde, dass wenn wir über Gott nachdenken, nicht zuerst, egal welche Eigenschaften diese höchste eine Person hat, zuerst diese höchste eine Person sehen, sondern von Anfang an Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen sehen, denken könnten, als einfach Gemeinschaft in Liebe, glaube ich, wir würden Jesus ähnlich erleben. Und dem bin ich ein bisschen auf der Spur und da würde ich gerne einfach die Leute auch motivieren, sich mehr damit auseinanderzusetzen, mehr auch Gott zu bitten, uns das wie zu zeigen. Das wäre so ein Takeaway von mir. Ja, gut, vielen Dank. Für euch zu Hause, ihr seid immer noch gerne aufgefordert, wenn ihr Fragen habt, die wir irgendeinmal dann in einem Podcast behandeln sollen, schickt sie uns doch persönlich, wenn ihr uns persönlich kennt, und sonst einfach auf info@vineyard-olten.ch und dann sammeln wir diese und vielleicht gibt es dann mal im Verlauf von dieser Podcast-Serie dann auch Momente, wo wir eure Fragen direkt aufnehmen können. Und sonst nehmt das mit, was ihr gerade in eurem Alltag mitnehmen könnt und wollt, und bis etwa in 2 Wochen. Tschüssi. Bye bye.